Guten Morgen, Freunde des gepflegten Taktikrisikos. Das heute wird ein bisschen ein spezielles Video, ein längeres Video. Ich habe einige Punkte abzuarbeiten. Als erstes, ich habe mich bei Discord Cards angemeldet und bin jetzt neu auch damit dabei. Und dort hatte ich Kontakt mit einem Zuschauer, Spieler, der hat mir zurückgemeldet, dass bei meinen Videos die Tonqualität meiner Stimme nicht so optimal ist. Ich habe das versucht zu verbessern. Ich habe jetzt ein Video Broadcast installiert und erzeuge jetzt die Aufnahme über dieses Hilfsmittel. Mit KI soll dort Hintergrundgeräusche herausgefiltert werden und ich hatte scheinbar so ein Zischen, wenn ich spreche. Kann sein, dass das irgendwie über eine Kopplung vom USB-Anschluss gekommen ist. Das sollte jetzt eigentlich behoben sein. Ich würde mich auch darüber freuen, wenn ich jetzt wieder Rückmeldungen bekomme, ob es besser oder schlechter ist. Ich selber habe leider keinen Unterschied bemerkt. Kommt auch auf das Abspielgerät an, sicher. Auf jeden Fall, das wäre einer dieser Punkte. Ebenfalls dieser Spieler hat mir ein Deck geschickt. Damit ist der Feldmarschall geworden. Das Deck ist, wenn ich das da schon mal zeigen kann, ist ein Japan-Polen-Deck, welches über Credit Lost versucht zu gewinnen. Ich habe das Deck getestet, kurz gegen die KI, habe verloren. Liegt mir jetzt nicht so. Er kann das Deck gut bedienen, ich weniger. Die Idee dahinter war, er gibt mir seine Deckliste, ich teste das, erstelle eine Rückmeldung. Ich habe gefragt, ob ich ein Video darüber erstellen darf. Das darf ich, das machen wir jetzt. Dann zeige ich jetzt als erstes sein Deck. Was mir auffällt, was ich anders machen würde, wir spielen 2 Runden, zeige dann mein Deck. Ich habe ja selber so eins erstellt, etwas alternativ und genau so läuft das. Dann gehen wir jetzt da, habe ich alles gesagt. Broadcast, Cards, Discord, ich denke schon. Dann gehen wir jetzt da in sein Deck rein. Ich da jetzt alles anzeige, was mir zur Verfügung steht. Dann hat er die Murase Battaglione sind drin, die gehören dazu bei einem Credit Lost Deck. Die habe ich ja auch, die sind gut, passt soweit. Die da hier sind für mich ein bisschen fragwürdig. Ich kann 2 Karten ziehen, das ist schön, aber ich mache mir selber 2 Schaden am Hauptquartier. Finde ich weniger schön, könnte ich besser kombinieren mit, wenn ich mit den Russen zum Beispiel, wo Schaden zur Stärke wird. Es sind auch nur 4 Polenkarten grundsätzlich drin in diesem Deck, der Rest ist sonst alles von den Japanern. Da zerstöre eine verbündete Einheit, ziehe 2 Karten. Die macht Sinn, wenn die richtige zerstörbare Karte mit dabei ist. Dann etwas Karten nachziehen. Da wäre zum Beispiel einfacher, wenn man von diesen mehr würde reinpacken als diese da. Die habe ich normalerweise auch drin. Das passt da. Würde ich vielleicht noch eine zweite einsetzen. Die habe ich auch drin. Macht auch Sinn. Der sowieso. Der, Da würde ich vielleicht einen zweiten einsetzen. Genau in Verbindung mit Zerstöre eine Einheit. Ähm, Da würde ich weniger ins Deck packen, weil die sind sehr passiv. Den habe ich auch mit drin. Habe ich auch. Habe ich glaube ich auch. Und die sind ja Pflicht. Was mir jetzt hier fehlt, ist natürlich das Fernmelderegiment. Kann sein, dass er es gar nicht hat. Aber das ist so ein Gratislieferant für Hauptquartierschaden, weil Einheiten zerstören muss er ja sowieso, mache ich zum Teil ja sogar selber. Ähm, Hat er jetzt auch nicht drin, würde ich anstatt hier 3, würde ich sicher noch so einen mit reinpacken.
Das ist auch immer eine Option. Das könnte man mit reinpacken. Der fehlt, der fehlt, der fehlt. Könnte man, der fehlt auch. Würde ich auch sicher ein bisschen was einpacken. Sieht man dann bei meinem Deck. Und so, dieses ist auch immer interessant. Zum Beispiel, weil dieser da hier, diese Elite kann sein, dass er die auch gar nicht hat. Aber die finde ich auch sehr spannend. Gerade in Verbindung mit dieser Art zu spielen, sieht man dann in meinem Deck. Den packe ich auch immer gerne ein, weil ich damit schon mal eine grobe Wache unter Umständen zerstören kann. Die fehlen auch komplett, würde ich auch einpacken. Oder habe ich ja auch eingepackt in mein Deck. Vermutlich hat er diese Karte auch nicht, weil die gehört in so ein Deck ja auch mit rein. Dann die hat der Rest, ja, kann man sich darüber streiten, ob man will oder nicht. Die würde ich auch noch mit reinpacken. Gratis Schaden. Und die gehört für mich auch rein für die günstigen Kosten. Plus 2 Angriff und Schnellfeuer, wenn unbeschädigt. Da kann man Runden gewinnen mit dieser Karte. Und der ist zurück aus der Reserve. Ist immun gegen Schaden, wenn er selber angreift. Also, ja, mächtige Karte. Wenn ich Polen drin hätte, wäre sicher diese Wacheinheit mit drin. Weil dann könnte ich mit irgendeiner Einheit eine andere Einheit zerstören. Ja, vielleicht noch dieser. Sieht man dann bei meinem Deck. Gut, spielen wir mal vom Zuschauer sein Deck. Er hat mir gesagt, es braucht ein bisschen Übung, das Deck. Ich habe 3, 4 Runden gespielt, war überhaupt nicht siegreich. Also grundsätzlich liegt mir ja Japan als Nation nicht so und ich kann auch schlecht umgehen mit diesen Credit-Loss-Dingen, da das entspricht einfach nicht meiner Spielart. Also ich habe auch mit meinem Deck, wo ich etwas mehr Potenzial sehen würde, das Problem, dass ich da nicht gewinne. Also jetzt haben wir den schon mal in der Hand. Den brauche ich, das ist schon mal gut. Wenn ich den spiele, wird der günstiger. Werden beide günstiger, macht ja Sinn. Ähm, Wir nehmen diese Karte mit. Da kann ich diese beiden schon spielen. Dank dieser Einheit da. Okay, ich muss noch die Effekte einschalten wieder. Sonst ist das ein bisschen langweilig da. Okay, jetzt haben wir hier 2 Nuller. Da müssen der zerstört mich, weil er, wieso auch immer, machen wir den so weg. Mit dem in die Front und mit dem auch in die Front. Den lasse ich da in der Vernebelung, bewege ihn nicht, damit ich die Credits bekomme. Jetzt habe ich schon keine Karten mehr. Jetzt würde ich so eine Polenkarte, würde ich jetzt schon, ja, wäre jetzt schon interessant. Noch lieber die Karte zum Nachziehen der Japaner selber. So, was machst du jetzt? Mach was. Okay, das war jetzt spannend.
Zerstöre eine Verbündete. Zerstöre eine mit 2 oder weniger Angriff. Dann machen wir das, oder? Ah, der hat die Forschungskarten, die sind ja neu. Sind alle hinten festgesetzt. Okay. Das war jetzt nicht zu übel. Vorhin habe ich noch gelästert über diese Karte, genau jetzt macht sie ein bisschen Sinn. Also macht für mich immer noch keinen Sinn, weil ich habe jetzt 2 Schaden. Aber ich habe immerhin mehr Karten. Ah, jetzt ist eigentlich bereits der Punkt erreicht, wo ich das Spiel kaum mehr gewinnen kann. Ich habe keine Karten zum Nachziehen. Und er spielt zack. Okay, jetzt hätte ich diesen da. Und das war's. Nichts zum Spielen. Muss ich da an die Front. Schon wieder mehr Schaden zufügen. Och, Mano. Ganze nochmal. Okay. Schon nur noch 13 Leben. Was ist das für eine Karte? Eine Elite-Karte. Ah, okay. Ziehe eine Karte, wenn du Vorhersage. Üble Sache. Also die haben Blitz. Na gut, na toll. Dann gehen wir mal. Die muss ich jetzt zerstören. So. Der muss in die Front. Und gut ist. Dann muss ich mal den setzen. Und weil ich brauche die ganze Verteidigungslinie brauche ich frei, damit ich den überhaupt sinnvoll einsetzen kann. Ah, jetzt will er einen Sturmziehtaug machen. Okay. Ah, wir haben sogar 2 davon im Deck. Und jetzt kommt noch Regen dazu. Also spielt gerne mit. Ich habe eine Lieblingseinheit. Okay, jetzt muss mal dieser da. Der macht noch 2 Schaden. Also jetzt brauche ich. Ja, jetzt ist er ja unterdrückt leider. Jetzt brauche ich den noch. Okay. Der hat ja nicht Blitz. Der hat jetzt ziemlich viele Karten gekriegt mit seinen ganzen Wettereffekten.
mehr Schaden. Wenn du 3 oder... Okay. Also, das Deck ist siegfähig, offensichtlich. Ich hätte ja nicht unbedingt geglaubt. Dann, zweite Runde. Und danach schauen wir uns mein Deck an. Das war jetzt auch eine interessante Kombination. Der hat jetzt Japan mit Anzac kombiniert. Also das funktioniert ja grundsätzlich mal. Aber er hat vor allem auf Wettereffekte gesetzt mit den Japanern. Und ich habe ihm natürlich seine wichtigste Einheit, den Eliteflieger, gleich zerstört. Der hat einen interessanten Avatar. Der hat auch interessante Gegenstände. Ich brauche eigentlich nicht so viele. Ich brauche eigentlich mehr eine Einheit, die mir vorhin zerstört hat, unterdrückt hat. Also wenn ich jetzt so gewinne, dann ist das ja nicht ganz so interessant. Spielen wir noch eine Runde 3. Weil die war ja jetzt nicht sehr aussagekräftig. Aber wenn jede Runde so abläuft, wird man mit diesem Deck Feldmarschall. Aber ich wollte vorhin noch sagen, das Porträt ist eine deutsche Elite-Einheit, die leider im Reservepool verweilt, schon praktisch seit der Einführung. Die ist sehr mächtig, also es braucht noch eine zweite dazu, aber die sind dann sehr, sehr mächtig. Ich brauche da eine andere Starthand. Wir haben hier wieder Deutschland. Der spielt Marine offensichtlich. Okay, zerstöre ich? Nein, zerstöre ich nicht. Ich muss eigentlich Karte spielen, das ist das Einzige, was ich machen kann. Eigentlich würde ich gerne mehr diese Karten spielen. So. Also der spielt jetzt Marine, wenn der bis Credits 4 kommt, eine Marinekarte spielt, dann habe ich vermutlich mit meinem Deck absolut keine Chance. Okay, jetzt haben wir hier, den brauche ich ja jetzt. Das ist ein Nuller. Jetzt entwickeln wir diese kleine Karte, dann kriege ich Credits und die anderen Handkarten werden günstiger. Ich brauche sicher diesen da. Ich setze jetzt diese beiden ein. Ich mache hier 3 Schaden. Er ist bei Credit 3. Jetzt drückt er mir die. Greift da an. Ich gehe mal in die Front. Greift da an. Ich mache hier 3 Schaden. Und ich verliere einen Credit Slot, dann werden die noch stärker.
damit noch die Front. Jetzt kann er eigentlich eine Marinekarte spielen, das erste Mal. Ich habe aber hier eigentlich schon... Okay. Zwei habe ich nicht. 4 geht auch nicht. Also wir... zerstören mal diesen da. Unglaublich. Hätte ich so nicht erwartet. Habe ich ja schon drei Runden im Stück gewonnen. Okay, jetzt, das ist das Deck von Bembelche. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Habe ich über den Discord-Server von Cards kennengelernt. Die Rückmeldung ist, ja, ich würde eher so bauen. Ich muss das Deck noch zeigen. So. Jetzt zeigen wir mal, was ich drin habe. Wenn man da alles einschaltet, also das mal identisch, dasselbe. Dann habe ich den mit drin. Der funktioniert auch über die Credit Slots, die ich verloren habe. Natürlich das Fernmelderegiment. Ich kombiniere es mit Amerika, darum habe ich diesen drin. Diese Spezialkarte, also diese Elite-Karte ist bei mir drin, habe ich drin. Ich habe noch eine Wetterkarte drin, die Reserven, diese beiden, also das 106. Infanterieregiment kann interessant sein. Dann diese Elite-Karte, wo mich bufft, wenn ich einen Credit-Slot verliere, der gehört mit rein. Wie gesagt, diese Elite-Karte, wo ich eine Einheit sofort zerstören kann beim Einsetzen. Dann noch diese, wo ich ein bisschen, wenn sie zerstört werden. Hier reduziere ich Schaden feindlicher Karten um 1, damit meine Einheiten länger leben. Wenn ich hier einen Credit Slot verloren habe, mache ich bei der Zerstörung dieser Einheit Schaden am Hauptquartier. Blitzschnellfeuer. Der macht, dass der Gegner mehr Credits hat als ich. Durch das werden meine wieder stärker. Wie gesagt, dieser Elite-Flieger. Dann hier gehören 4 rein, da gehören 3 rein. Plus diese Elite-Karte hier, die haben wir da gemeinsam. Und ich habe noch den mit reingepackt, dass wenn ich die Frontlinie voll habe, kann ich dort den Angriff buffen. Kriege dann ganz viele Credits, brauche ich zwar eigentlich dann nicht, aber ich habe jetzt den nicht mit dabei. Ich habe, was könnte ich noch mitnehmen? Den habe ich auch gesagt, habe ich auch nicht dabei. Den habe ich nicht mit, den habe ich nicht mit, da auch nicht. Dafür diesen da. Von diesen da habe ich gar keinen mit dabei, da hat er mit. Den Flieger hat er auch nicht mit dabei. Habe ich auch nicht. Habe ich auch noch gesagt. Ist jetzt in meinem Deck auch nicht vorhanden. Diesen, ja. Diesen da, den habe ich nicht. Wäre auch eine starke Einheit für den Preis. Der wäre auch was, der auch. Habe ich auch nicht mit dabei. Hatte ja einen meiner Gegner mit dabei. Und das war's. Ich habe ja nur bis Credits 4. Dann spielen wir jetzt eine Runde mit meinem Deck. Mal sehen, ob das besser performt. So rein von den Karten her müsste eigentlich mein Deck besser abschneiden.
weil ich da mehr Elite-Karten und Synergiekarten mit drin habe. Okay, wir haben hier zum Start, den nehmen wir mal mit raus. Wir haben diesen und einen Credit. Das passt. Und wir haben ja hier Deutschland. Okay. Das wird jetzt spannend. Spielt er jetzt Marine? Ist das ein Marinespieler? Wir Also jetzt kann er mit seiner nächsten Marineeinheit kann er in die Front. Das sieht eher aus, als würde er muss eine zerstören. Gleich oder weniger. Ja. Dann machen wir jetzt 3 Schaden. Muss ich trotzdem in die Front. Und der wird dann Elite, dann hat er wieder weniger Angriff. Also das ist eigentlich ein Fehler. Aber ja. Dann hier machen wir mal 4 Schaden. Den zerstören wir klassisch. Runde 2. Irgendwie habe ich gerade ein gutes Zeitfenster erwischt, um Credit Loss zu spielen. Das waren ja jetzt 4 Siege in Folge. So eine Siegesserie habe ich ganz selten. Vor allem nicht mit meiner ungeliebten Nation Japan. Diesmal gibt es einen Russen. Jetzt haben wir das erste Mal überhaupt so eine Elite-Karte mit dabei. Der muss weg, der ist viel zu teuer. Die müssen eigentlich alle weg. Am Anfang brauche ich billigere Einheiten. Dann das Einzige, was ich spielen kann, ist das da. Frage ist jetzt, kann er mir die unterdrücken, zerstören? Der will. Das ist jetzt eine Elite-Karte. Zerstören kann ich nicht zerstören. Der kommt jetzt in die Front. Da ist der. Okay, Blitz. Der überlebt. Macht 2 Schaden. Den kann ich zerstören, oder?
den zerstören. Also ich könnte den hier zerstören. Also ich könnte den spielen. Der macht mir dann 5 Schaden. Der geht nicht. Ich mache mir jetzt einen Schaden an meinen Bombardier. Mit Schock. Okay. +3/+3, der hat jetzt eine 4er Sissi. Das ist ein Bomber. Das ist auch ein Bomber. Wir spielen mal diesen da. Also er spielt mit Finnland, sehr spannend. Jetzt unterdrückt er mir mein Fernmelderegiment. Zerstört mir diesen da. Okay, wenn ich den jetzt zerstöre, okay, die würde jetzt funktionieren. Okay. Dann kann ich diesen spielen, verliere einen Credit Slot. Mache ich das? Ja, mache ich mal. Und dann noch diesen. So. Okay. Zerstöre. Könnte ich jetzt zerstören, oder? Das muss ich natürlich machen. Und ich muss eine Karte entwickeln in meinem Deck. Verliere einen Credit Slot, muss nochmal eine Karte entwickeln in meinem Deck. Und ich nehme diesen da. Gut. Ah, das ist genau gewusst, welche Karte das er will. Jetzt habe ich nur, der macht mir jetzt 4 Schaden. Also ich muss da jetzt einen Schaden machen. Der macht 4 Schaden, kommt mit diesem an die Front. Das Spiel ist bereits verloren. Ja, das war's. Ja. Hatte ich mit meinem Deck mit viel Potenzial. Und jetzt eigentlich auch recht schlecht.
Synergien zeigen. Aber ich denke, ja, damit das Video nicht noch länger wird, lassen wir das mal so. Dann bin ich gespannt auf die Rückmeldungen betreffend der Stimme, der Qualität der Stimme, wie die Decks ankommen. Und bis zum nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.